Ink Kit. Mr. Wallace. Somit willkommen zu meinem nächsten kleinen Projekt, das ich hier möchte starten, und zwar mit Deru, The Art of Cooperation. Das Spiel ist vom Schweizer Entwicklungsstudio aus Zürich und ich hoffe, seid mir nicht böse, dass ich jetzt da ein Let's Play mache. Und wenn ja, dann müsst ihr mir schreiben oder mich halt blockieren. Ich hoffe jedoch, dass ihr da eher als Werbung werdet anschauen, weder als Urheberrechtsverletzung. Hoffe ich zumindest einmal. Vorweg, ja, das Spiel schon mal angespielt. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man es im Team spielen würde. Es wäre nicht nur sinnvoll, es wäre auch empfehlenswert, weil es macht wirklich Spaß. Fange ich jetzt aber gleich von vorne nochmal an. Weil ich habe schon mal eine Aufnahme probiert und die Aufnahme ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich den Spielton nicht drin hatte. Gut. Was geht es in dem Spiel? Ihr habt hier die zwei Dreieckchen, einmal weiß, einmal schwarz, wo ihr mit dem Pro-Controller könnt steuern. Pro-Controller, ja, ich spiele auf der Switch, also auf der Switch gekauft, ich habe es legal erworben. Das müsst ihr vielleicht gerade auch noch sagen. Ja, da in der ersten Stage hat es dann einen Haufen so Figürchen rum, die man rumschieben kann, weiss nicht. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, was das der Sinn ist vom Ganzen, aber egal. Dann kommt wir zu Together und da können wir mal das Spielprinzip anschauen. Also wenn ihr jetzt da mit dem schwarzen Dreieckchen in den schwarzen Streifen reingeht, dann geht ihr kaputt, dann sterben da. Und wenn wir da mit dem weißen reingehen, aha, könnt ihr hier den Weg frei machen für den schwarzen. Und da ist eigentlich das plus minus das Grundprinzip vom ganzen Spiel. Falsch gewesen. So viel wird es immer noch mal rein haben von mir. Weil es für mich zumindest einfach schwer ist, zu merken, mit welchem Controllerstick ich jetzt welche Farbe oder welches Dreieckchen steuere. Das ist irgendwie auch ein bisschen das Handicap, wenn man allein spielt, weil man dann wirklich beide Dreieckchen selber steuern muss. Darum glaube ich, ist das Spiel einiges einfacher, wenn man das zweite spielt. Darum wäre es auch mein Tipp von Beginn an, spielt das Spiel das zweite. Das macht sicher auch mehr Spaß, wenn man sich das zweite kann den Kopf zerbrechen kann, wie man jetzt da durch das Level durchkommt. Und man muss sicher reden miteinander, also man muss kommunizieren, wenn man das Spiel spielt. Man kann nicht einfach stur dort hocken und sein Ding durchziehen. Und darum finde ich das Prinzip von dem Spiel wirklich gut. Ja, nicht nur gut, eigentlich wirklich genial, weil wir müssen wirklich zusammenarbeiten, damit eure Dreieckchen ins Ziel bringen. Und es gibt nicht so viele gute Spiele, wo man das zweite spielen kann, wo man auch muss reden miteinander, wo jetzt nicht irgendwie ein Strategiespiele oder ein Shooter ist. Der nächste Punkt, den ich cool finde, ist halt wirklich, es ist ein Schweizer Spiel. Und ich als Bünzli-Schweizer darf mal ein Schweizer Spiel spielen, darf mal das Geld, das ich ausgebe für ein Spiel, im eigenen Land reinlassen und muss nicht den grossen Konzern in den Rachen reinschmeißen. Daher meine Empfehlung, wenn ihr auch ein bisschen Fans sind von so Knubbel-Puzzle-Spielen, dann kauft es euch einfach und dann mal eine Schweizer Firma ein bisschen unterstützen und probieren ein bisschen pushen. Ist sicher nicht verkehrt. In der Hoffnung natürlich, dass irgendwann auch mal noch ein paar andere Spiele kommen werden von dieser Firma und ich dann auch anspielen hoffe ich. Gut, und dann kommt als nächstes Codebar. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierigeres Level und da müsst ihr jetzt die Törchen holen und die verschieben sich dann, bevor ihr dann effektiv ins Endziel reinkommt. Das ist einer von den Modis, der zwischen ihnen auftaucht und es gibt dann im Verlauf des Spiels noch andere Elemente, und jetzt aber noch nicht zu viel möchte verraten, wo ihr dann aber sicher in einer späteren Folge dann sicher noch werden sehen bei mir. Da können wir uns jetzt mal ein bisschen mehr aufs Spielen konzentrieren, das heisst, dass ich wahrscheinlich jetzt eher ein bisschen weniger reden werde, weil das meiste, was ich sagen wollte, bin ich losgeworden.
Dort wenn wir da das nächste Zwischengoal holen mit dem Schwarzen. Dann auf die Seite gehen, weil vorne ein schwarzer Strich runterkommt. Und der Weiße auch mitfahren. Ja, jetzt habe ich gerade selber umgebracht. Den anderen weggeschupft habe. Schauen wir mal, was uns jetzt die zweite Versuch da wird bringen. Mit dem da mal ein bisschen aus dem Weg. Und den nicht holen. Den müssen wir wieder den Weg aufmachen für den. Und er wisst jetzt so von meinen Aufnahmen, dass ich durchaus nicht der bin, der die ganze Zeit kalabere. Wenn ich halt game, dann tue ich gamen und bin da nicht der, der weiss ich was die ganze Zeit rumlabert. Und es ist wirklich tricky, die Steuerung ist wahrscheinlich absichtlich nicht ganz so direkt gemacht, wie es ist oder wie es sollte sein. Und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen zusätzlich anspruchsvoller. Weiss anfangen, weil ich mich schlecht auf beide gleichzeitig konzentrieren, aber jetzt aber ehrlich gesagt. Weiss noch. Ja, ich finde es wirklich ein super Spiel. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch anreden könnte, ist keine Zeitvorgabe oder irgendetwas. Das ist wahrscheinlich auch vielleicht auch gewollt so. Ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das gewollt ist. Weil man wird wahrscheinlich die Leute mit dem Spiel nicht unter Druck setzen. Und der Soundtrack, den finde ich auch super. Den haben sie aber, glaube ich, mehrheitlich ab dem Album, das ich gerade gefunden habe, wo ich mal bei schauen, wo Dero geheissen hat. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso das Spiel so heisst. Ist durchaus denkbar, das wird wahrscheinlich auch so sein, aber... Gut, dann kommen wir schon zum nächsten. Zum 10. der Garden. Dann mal wieder mit dem Weissen anfangen am besten. Das ist meine schwache Hand, das ist die rechte Hand und ich bin Linkshändler. Theoretisch
Bin ich nicht zu langsam gewesen? Ja, die Musik hat irgendwie ein bisschen etwas Meditierendes, Beruhigendes. Die durchaus noch gelungen, wertvoll. Und wenn ich vielleicht auch noch möchte loswerden, die Videoqualität bei mir wird ein bisschen bescheiden sein. Ich habe den Switch ein bisschen von der Leistung her runterfahren, weil ich mache zwar die Aufnahme schon mit dem PC, aber spiele dann das Ganze auf dem Fernseher. Und der Fernseher, den ich im Aufnahmeräumchen habe, ist ein älteres Modell und darum habe ich Bildauflösungsrate ein bisschen retro schrauben. Ja, dann wahrscheinlich auch bei der Aufnahme das Ganze noch irgendwie ein bisschen komprimieren, damit ich schneller aufladen kann und darum die Videoqualität wahrscheinlich nicht ganz so gut sein, wie es das Spiel eigentlich ist. Also wenn ihr das Video bei mir schaut, das Spiel sieht wirklich gut aus, grafisch. Und bei mir wahrscheinlich auf der Aufnahme wird es nicht ganz so gut aussehen. Einfach, dass ich da mal noch gesagt habe und euch vorgewarnt habe. Wie gesagt, es wird anspruchsvoller, da die ersten paar Levels, das ist noch nicht ganz so wild. Dann haben wir noch Bock. Okay. Ja, da ist jetzt. Nein, falsch. Wieder falsch bewegt, hat mich wieder fast umgebracht. Das ist jetzt nicht so gut gewesen, geht also auch. Gut. Ich finde es wirklich ein cooles Spiel. Irgendwie, aber bei dem Level fällt mir irgendwie jedes Mal der Ton, da ist mir bei der letzten Aufnahme schon aufgefallen. Ist ein bisschen schade, also ich weiss es nicht, vielleicht ist es ja gewollt. Wenn man sagt, Beyond Weltraum ist ruhig, oder? Kann ja durchaus auch sein. Ich weiss ja nicht, wer das der Gedanke war.
Gerade noch geschafft. Gerade noch knapp vorbeikommen. Und dann haben wir den Big Boy da. Wenn da wieder die Dreieckli. Ja, ich bin nicht da. Entweder gehen wir durch oder sonst. Und gehen durch. Weiss zwar nicht, was das da nützt, dass man da die Dreieckli hinterher bringt. Die haben jetzt auch nicht alle hinterher gebracht. Aber vielleicht kommt dann da später mal noch, dass da noch eine Relevanz hat. Gut, da wäre es mit der ersten Stage, mit der ersten Folge, das Schweigen des Retro-Cache und man sieht sich und hört sich in der nächsten Folge. Vielen Dank.